Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Secret of Evermore auf Pelzig. So, nach dem Geholper von der letzten Episode gucke ich jetzt mal, dass ich das jetzt relativ fix gemacht krieg. Okay, komm. Wir nehmen dann von zwei Seiten in die Zange. Okay, Ackermann ist plötzlich wieder bei mir, warum auch nicht. Und dann probieren wir es so zu kriegen. So, Mistkerl. Gut, komm her. Dann kennen wir nämlich Dorona wieder. Zu D3. Okay. Gut. Probieren wir es jetzt noch einmal. Okay, da ist Unna. Sehr schön. Ja, dann haben wir ja schon, ne? Blau, Grün, Rot. So. Und da machen wir Treibhaus aus, genau. Das soll ausbleiben. Und hier hätte ich in der Lagerhalle gern Eichschalter. So. Okay, perfekt. Gerade nochmal gucken, ob das alles so passt. Ja, Lagerhalle bitte an. Dann kann ich da nämlich auch die Dinger drin öffnen. Und Treibhaus bitte aus. Oder ist dann automatisch die Lagerhalle? Okay, es geht nur so. Na gut, dann machen wir es halt erstmal A, damit wir zuerst ins Lagerhaus können. Bitteschön. Wie du wolle. Dann muss ich mich halt ein bisschen ans umständliche Spiel halten. Anscheinend geht es nämlich nur Ei oder aus. So, Leberwurst. Einmal auf den Kerl hier drauf. Dann ist er hinüber. Und dann hier wieder runter. Hoffen wir mal, der Ackermann hat es gepackt. Nee. Der hat es leider nicht gepackt, ohne schier zu sterben dabei. Also nochmal auf sich. Und... Autsch. Autsch. Ich pack selber nicht, ohne zu sterben. Von daher, wie soll es dann die Engine schaffen? Leberwurst, Feuer, was das Zeug hält. Und fort. So, jetzt gehen wir nochmal in D4 rein. Und gucken mal, was da Schönes auf uns wart. Erlaubt. Jetzt sind wir endlich im Lagerhalle, wie es sein sollte. Und da kommen jede Menge Viecher raus. Und da ist noch ein grüner Vulgor. Da ist ein roter Vulgor. Der Gorwul fehlt irgendwie. Der blaue. Blauer Gorwul ist nirgendwo dabei. Mistvieh. Okay. So, was haben wir dann hier Schönes drin? Ein Karma-Ring haben wir hier noch. Wunderbar, wunderbar. Einen Karma-Ring. Was machen wir dann mit dem Ding? Ist das was zum Ausrüster? Natürlich ist es das. Hier dieses leuchtende Ding, was unsere Verteidigung von 65 auf 101 hochschießt. Nicht schlecht. Und hier haben wir 30 Plasma-Raketen. Auch die nehme ich gern. Leverwurst, da reicht noch nebenbei Level 30. 3 Mondstäbe haben wir auch noch gefunden. Ja, uff, hau ab. Und hier drin ist 30 Dunnergranate. Genug Honig habe ich auch noch. Also den kann ich nicht abstauben. 2 Eicheln gibt es noch. 4 Trockeneis. Okay. Schick, schick. So, dann haben wir im Lagerhaus eigentlich auch abgestaubt, was geht. So. Dann haben wir auf der Washing drauf. Wie heißt denn ihr Dinger? Wie heißen denn ihr eigentlich? Kreiselkiller, den kennen wir schon, und Reinigungsroboter. Okay. Wer hätte es gedacht? So. Bitte nicht auf den. Den mache ich jetzt nämlich selber kaputt. Hör auf! Muss das dappige NSC-Gedöns mal wieder so konzipiert sein. Okay, Honig habe ich genug. Weißt du was? Drauf geschissen. Verwendet man den doch gerade nur für uns selber. Als drauf, jawohl. Und dann kann ich hier nämlich auch noch den Honig abstauben. Gott. Also auch in der Zukunft braucht man Honig und nimmt keinen synthetischen Honig oder so. Wie hieß das? Agavendicksaft. Das ist ganz, ganz grässlich, das Zeug. Also da ist mal richtiger Honig erheblich lieber. So, dann würde ich sagen, hier sind wir durch. Also wieder zurück. Und da ist noch das Kreiselding, was da rumtobt, oder? Nee. Doch, natürlich ist es noch da. Okay, lass mich doch einfach durch, Kerler. Okay, na gut, du hast so gewollt. Wenn ich jetzt schon der Ackermann spiele, dann machen wir das mal richtig standesgemäß. Ne, die Donnergranate. Wir nehmen die Plasmarakete.
So, jetzt geht's nämlich richtig auf die Gosch. Der Hund macht dich jetzt auch nochmal fertig. Ackermann erreicht Level 31. Ach, sehr, sehr gut. Gehen wir hier nochmal runter. Und dann schalten wir nochmal ab. So, wunderbar. Gut, dann hätte ich ganz gerne im Treibhaus das Licht aus. Weil, wenn es A ist, dann attackieren mich die Dinger und ich komme nicht durch. So, das war blau, grün, rot. Oder blau, rot, grün. So rum. Blau, rot, grün. Genau, jetzt geht er nämlich beim Trollzentrum hier ach was weg. Und dann können wir wieder hochwarsteln und können zum nächsten Ding hier gehen. Puh. Ganz schön umständlich der ganze Kruscht. Ich gucke mich gerade mal mit dem Hund um. C3 ist nichts. Haben wir bei C4 was? Ja, bei C4 haben wir tatsächlich was. Das heißt, ich muss jetzt erstmal hier. Das Ding ist eh schon am Arsch. Okay, da helfen wir mal kurz dem Ackermann da, oder? So, als truffende Wetter. Okay, wir ziehen eigentlich schon ziemlich viel ab, muss ich sagen. Da der die Bazooka auch eher als Keule benutzt, ist das auch nicht verkehrt. So, dann können wir jetzt nämlich da hoch. Da muss ich noch mal ganz kurz mich um den Knödel da oben kümmern. Um diese Radarmine. Das haben wir aber ziemlich fix erledigt, denke ich. So, schieß. Zack, die ist kaputt. Dann können wir nämlich da reingehen. So, Kerl, wo steckst? Der hängt natürlich wieder bei der epischen Metallplatte fest. Wer hätte es gedacht? Wie könnte es auch anders sein? So, C4. Damit ist nicht der Sprengstoff gemeint, sondern, wo kommen wir dann hier raus? Badam, badam, in irgendeinem erhellten Bereich. Okay, warum auch nicht? Ah, das ist der Kontrollraum hier. Ja, auch nehme ich auch zur Not. So, und da ist noch was drin. Was ist dann da Guts? Titaniumweste erhalten. Ah, nochmal so ein guter Schluck Wasser. Das ist erfrischend. So, jetzt nehmen wir das Ding von 73, pumpt uns das auf 174 hoch. Nicht schlecht. Jetzt sind wir hier optimal ausgerüstet. Und wo bringt uns dann der Traktorstrahl hier? B4. Okay, da kommen wir nirgendwo hier. Da müssen wir erst nochmal durch, indem wir die Radarmine heißt das Ding, glaube ich. Indem wir das Ding da noch killen. Autsch, Herr Uff. Jetzt fehlt eigentlich nur noch das Halsband für den Hund, würde ich sagen, oder? Ansonsten, Moment. Ja, Silberhalsband. Das ist noch aus dem Mittelalter. Aber es bietet eigentlich hier schon optimale Schutz, muss ich sagen. Also sogar das Zeug aus dem Mittelalter bietet hier noch optimale Schutz. So, jetzt gucken wir mal, dass wir den da bitte hier nie auch noch fertig kriegen. Oh, obwohl, na gut. Ackermann ist jetzt schon tot, das erspart uns natürlich den ganzen lästige Scheiß hier. Runter, nochmal Granat verschwendet, wie könnte es auch anders sein? Ah, und jetzt kommen wir durchs Gewächshaus. Sehr schön. Hat also doch alles sei Ordnung hier. Da muss ich da entlang, genau, am Baum entlang. Und da muss es aus sein. Ansonsten geht's nämlich nicht. Anders geht's hier wirklich nicht. Ich glaube, da kriegen wir auch nichts Besonderes, oder? Nee. Ansonsten, wenn das A ist, attackieren euch halt die Pflanze. Das ist etwas suboptimal. Von daher müsst ihr dann halt immer manuell ein- und ausschalten, den ganzen Kruscht. Aber, gerade mal gucken, kann ich da tragen hier? Ja, tatsächlich auch im Dunkeln. Sehr schön. 30 Cyberbomben erhalten. So. Cyberbomben, die machen natürlich den größten Schade. Rüsten wir sofort mal aus. Muss ich halt immer achten, bevor ich irgendwelche Aktionen machen will, muss ich dann einfach rumrennen. Bevor ich A drücke. So, wo geht's denn jetzt hier lang? Gerade nochmal orientiere, wo es wo lang geht. Ich bin gerade sowieso ein bisschen planlos unterwegs, habe ich so das Gefühl. Aber wir sind eigentlich auf dem richtigen Weg. Müssten wir zur A4 dann rübergehen können, ne? Weil ich bin ja durch das Kontrollzentrum gegangen, da müssen wir ja durch. Da führt kein Weg dran vorbei. Durch das Kontrollzentrum... Uiuiui, jetzt macht der war richtig ordentlich Schade, der Ackermann. Ja, durch dieses Kontrollzentrum mussten wir ja durch.
Das war ja so eine Zwischenstation. Da ging es nicht anders, als da durch zu müssen. Hutsch. Hutsch. Und nochmal einer drauf und dann war's das. Sehr schön. So, rennen wir nochmal. Und dann gehen wir noch zur A4 rein. Und dann müsste dort eigentlich schon der Igor Seltsam sein, ne? Das ist der Ort, wo wir am Anfang rauskommen sind. Jetzt bewegen die sich ja von selber. Jawohl, da ist er doch. Sie sind Professor Seltsam, ne? Stimmt, du hast recht. Und du bist der Ackermann. Ich hab dich über die Monitore beobachtet. Du bist ein ganz schön mutiger junger Kerl. Du hast dasselbe Abenteurerdrang, den ich gehabt hab, als ich die Welt erschaffen hab. Natürlich. Das war vor vielen Jahren. Heute ist mein Werk zerstört und der Edgar läuft amok. Edgar? Das ist der Typ, der mich im Labor zum Ausgang gebracht hat. Natürlich. Edgar ist mein Roboter. Oder zumindest war er das mal. Ich hab der Edgar gebaut, damit er mal bei alltäglichen Dingen hilft. Du weißt schon. Geschirrspüle, Aufräumen, Katz rauslassen und so weiter. Er war so intelligent, dass er sogar Schach gegen mich Spiele gekannt hat. Aber irgendwann hat der Edgar keine Lust mehr gehabt, nur ein Diener zu sein. Er hatte ein seltsames Eigenleben entwickelt. Und zuerst hat er mal mein Experiment sabotiert. Dann hat er uns alle in deren Traumwelt zurückgelassen. Der wurde immer bösartiger und bösartiger, bis er verschwunden ist. Der alte Riebenickel. Wir haben die Maschinen benutzt, um nach Evermore zu gelangen. Edgar hat sie dazu benutzt, das Leben von meiner Freundin zu zerstören. Der Edgar ist ein ganz intelligenter und gefährlicher Dummkopf. Er wollte die Welt zerstören, falls ich keinen Roboterkopier von meinen Freunden bauen tät. Denn ein Roboterkopier als Herrscher von Evermore tät der Edgar sehr mächtig sei. Aber dank dir konnten all seine Versuche vereitelt werden. Jetzt hat er sich in Asitopia verschanzt, der Asi. Sicher heckt er in seinem Versteck einen weiteren bösen Plan aus. Jetzt wissen wir aber wenigstens, dass die bösen Zwillinge allesamt Maschine waren. Ja, wenn ich dir helfen, zur Strecke zu bringen, bringst du mich dann noch groß Ostum zurück? Ja, natürlich, das wäre ich. Außerdem, wenn der Edgar wieder kontrollierbar ist, sind auch meine Freunde und ich frei. Abgefahren. Na, alle hopp. Ja, jetzt kommt's. Was müssen wir machen? Es gibt einen Gegenstand, den wir brauchen, um in Edgars Versteck eindringen zu können. Es handelt sich um eine Energieeinheit im Inneren von der Schachbrettebene. Gelingt es, den Gegenstand zu finden, bist du auch in der Lage, der Edgar aufzuhalten. Und von meinem PC aus verschaffe ich dann Zugang ins Schachfeld. Ja, schön, dass der das alles von hier aus kontrollieren kann. Irgendwie kommt man sich ja gar nicht vor, als wäre man in einer kontrollierte Welt. Ach, die Katze. Ach Gott, hör doch auf, die Katze zu lasern, du Hund. Geh durch die Luke, die führt zum Raumschiff. Mit dem Raumschiff erreichst du dein Ziel in Evermore. Bevor du gehst, nimm noch die Formel an dich. Wenn du Mondstäh und Trockeneis mixt, dann erzeugst du Zauberperl. Okay. Dann können wir doch mal Telekinese rausnehmen. Das brauchen wir eigentlich nicht mehr. Wo haben wir es dann? Telekinese brauchen wir nicht mehr. Und Zauberperlen. Da können wir nämlich selber welche erschaffen. Muhahaha. Wann immer mal Hilfe brauchst, wirf eine von deiner faszinierenden Perle auf den Boden. Magst du Spielstand speichern? Warum hat mich das noch nie ein Professor gefragt? Ja, natürlich speichere ich im Laboratorium. Tschüssel. Irgendwie sagen das nämlich alte Leute ganz gern. Tschüssel. Habe ich persönlich so das Gefühl. Okay, so, machen wir hier mal auf. Händlermodus ist aktiviert. Wählen Sie. Och, kaufen wir doch mal. Gucken wir mal, was da gibt. Cyberweste, Heidewitzka, die kostet aber jede Menge. Der Elektrohelm, Elektroarmband, das Juwele-Halsband. Allzu viel Kreditkarte haben wir leider nicht, aber fast Hündchen ist bestimmt noch was drin. Ansonsten kostet der andere Krusch so viel. Ich weiß, die Cyberweste noch all dem Schampel hier, das gönnen wir uns jetzt einfach mal. Die dumm. Huiuiui, das macht auf 169 hoch, das ist doch schon mal nicht schlecht. Dann machen wir jetzt erstmal verkaufen. So, den Schampel verkaufen wir, den Schampel verkaufen wir. Der Ritterhelm fort. Dracheklau auch fort. Ansonsten haben wir nichts mehr zu verkaufen und das reicht hin und vor dann nicht für irgendwas anderes.
Oh Mann. Wir sind schon ziemlich arme Schweine, muss ich sagen. Was gibt's denn hier noch Guts? Neutronenspeer erhalten. So, so. Wenn wir jetzt auch hier unseren Speer kriegt. Wie viel Schaden? Ui, 50. Und das Laserschwert dagegen? Ach, 50. Na gut, nehmen wir doch mal den. Und dann reicher mit uns. Und... Ah, schon sehr viel besser. Okay, wunderbar. Dann können wir jetzt eigentlich direkt zu der Schachbrettebene gehen. Da müssen wir dann hier runter. So, eigentlich dasselbe Spiel, nur dass wir jetzt nicht mit den mittelalterlichen Brummi da haben, sondern dass wir jetzt was richtig Schönes abfahren, das Modernes haben. Geiler Scheiß. Yeah. Und Klotz. Es landet trotzdem wie ein prähistorischer Stein, das Ding. Jetzt haben wir wieder den grotte hässliche Pudel. Ah, dir wird es bestimmt gefallen, was da draußen steht. Servus, Ackermann. Es gibt Gerüchte, dass im Inneren vom Schachbrett ein Ding existiert, was unglaubliche Energie ausstrahlt. Brauchst Zutaten Kafer. Ja, wenn es sein muss, dann gibt man halt einen Schampel. Nee, nichts Gescheites dabei. Ja komm, das nächste Geschehen kann ich auch speichern. Dann können wir jetzt wieder hier in Terrorfels speichern. Okay, der sagt erst gar nicht Tschüss oder irgend so ein Scheiß. Das passt doch schon mal. Da wollte ich auch noch gucken. Was kann dann eigentlich die Zauberperlen mit dem Igor Seltsam? Professor Igor Seltsam, der kann Disruptor, der kann Regeneration und der kann Stromschock. Okay, warum auch nicht? 19 von den Dingen einmal parat. Das ist eh mehr, als wir brauchen, glaube ich. Ich verwende die Teile so unglaublich selten. Na, aller hopp. Dann können wir... In der nächsten Episode mache ich, glaube ich, noch so eine kleine Sonderfolge. Ich gucke mal, ob das klappt. Also ich probiere mich zumindest an einer Sonderfolge. Ich werde nochmal in der Schattenwald reingehen und werde da nochmal probieren, alle Sondersachen zu finden. Ups, da wollte ich gar nicht hin. Ich werde probieren, alle Sondersachen zu finden. Wenn ich die Sondersache nicht finde, dann lasse ich die Episode ganz raus, die Sache, weil ansonsten klaue ich eigentlich nur die Zeit und ich klaue mir die Zeit. Das ist nicht so gut. Und wenn es klappt, dann kommt die raus in der nächsten Episode. Und wenn nicht, dann mache ich einfach ganz normal weiter in der Schachbrettebene. Und suche nach dem Energiekern. Den haben wir ja schon mal gesehen, wo wir das erste Mal rumgegurkt sind in der Gegend. Dass du das Teil aus der Hundestatue, was der Erwin wegschleudert hat, im Mittelalter festhängt. Jetzt lass mich doch mal durch, du Mistvieh. So. Lass mich durch, Kerle. Autsch. Ich bin very important person. Und du herrschst auf, meinen hässlichen Pudel zu attackieren. Komm her. Och, Mann. Vor allem, wenn man sich so schwer an die Raketewerfer gewöhnt hat. Ach ja, okay, das ist der Weg zu dem Teil und das ist der Weg zum Schattenwald. Und ich jetzt sage, hier kann ich wunderbar meinen Cut setzen. Und wir sehen uns dann morgen wieder zu Let's Play Secret of Evermore auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen dann. Ayan Yankee.